Es ist Samstag, der 6. Juni. Zum Auftakt des Wochenendes begrüße ich euch herzlich mit einem Wort aus der Feder keines Geringeren als des Königs Nebukadnezar. Berichtet wird es von Daniel, Kapitel 3, 33 lesen wir: Wie groß sind Gottes Zeichen und wie mächtig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währet für und für. Dazu passend der Lehrtext Hebräer 12, 28. Weil wir ein Reich empfangen, das nicht erschüttert wird, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen. Das ewige Reich. Nebukadnezar kommt zur Erkenntnis des ewigen Reiches. Eine wunderbare Geschichte. Und gleichzeitig beschäftigt uns so etwas wie das Geheimnis der Menschheitsgeschichte, das in diesem Bericht sehr deutlich durchschimmert, überhaupt in der Biografie von Nebukadnezar. Und ich nehme eine Frage vorweg. Weshalb kann sich diese Geschichte nicht so wiederholen, wenn Gott doch der Herr der Geschichte ist und sie eigentlich sein Geheimnis ist? Weshalb kann sich der Antichrist nicht auch so bekehren wie Nebukadnezar, der auch ein Antichrist war, in mancher Hinsicht? Kurz zu seiner Geschichte, ein paar Eckdaten. Ungefähr 606 bis 562 regierte er in Babylon und machte 4 Kampagnen gegen Jerusalem. Die erste, noch im Jahr des Regierungsantritts, galt dem großen Tempelschatz in Jerusalem, denn ein so großes Reich wie das von Nebukadnezar verschlang viel Geld. Dabei nahm er auch die Besten der Besten mit, die junge Elite, unter ihnen Daniel und seine 3 Freunde. Dann steht er 597 wieder vor den Toren Jerusalems, will mehr Geld und gleich auch die ganze Oberschicht und auch die Handwerker, damit sich das Volk nicht wieder gegen ihn erheben kann. Er nimmt dem König Zedekia ein Gelöbnis ab, dass dieser sich nicht mehr erhebt gegen die Herrschaft von Babylon. Das tut er aber trotzdem, und so steht 587, 10 Jahre später, der König wieder mit einem riesigen Heer vor Jerusalem, nicht nur vor der Stadt, sondern rings um sie herum, und nach etwas mehr als einem Jahr wird die Stadt geschleift, die Mauer zerstört, der Tempel verbrannt, viele werden umgebracht und der Rest wird nach Babylon verschleppt. Dabei verliert der König selber sein Leben, Zedekia. Es kommt noch zu einer kleinen Nachlese, denn die wenigen übrig gebliebenen versteigen sich noch einmal in die Idee, es sei doch Gottes Land und Gottes Verheißung und Gottes Stadt und das könne man so nicht stehen lassen, aber auch diese letzte Revolte wird grausam niedergeschlagen. Parallel dazu gibt es eine Geschichte zwischen Daniel und Nebukadnezar. Denn auch gleich zu Regierungsbeginn hat er den seltsamen Traum von der Statue mit dem goldenen Kopf, den silbernen Armen, den bronzenen Lenden, den eisernen Beinen und den Füßen aus einem Gemisch von Erz und Ton. Er lässt sich diesen Traum vom Interpreten sogar erzählen. Daniel sagt ihm, was er geträumt hat, das erstaunt den König und er deutet ihm den Traum und sagt, du Nebukadnezar bist das goldene Haupt, dann kommen weitere Weltreiche und es wird hinuntergehen eben bis zu diesen mickrigen Füßen. Eigentlich hätte Nebukadnezar hier schon ein bisschen Einsicht haben können in das geheimnisvolle ewige Reich. Aber er kann es nicht lassen, er macht sich diese Statue, und zwar die ganze aus Gold, und sagt, nein, nein, alle Generationen werden meiner Dynastie unterworfen sein. Und wer sich da nicht beugt, der wird im Feuerofen zu Ehren des Sonnengottes verbrannt. Es trifft Sadrach, Mesach, Abednego, aber sie wandern im Feuer umher und haben sogar noch einen 4. dabei. Ein heiliger Schreck trifft diesen Nebukadnezar, er bekennt, dass der Gott Daniels wirklich der wahre Gott ist. Und eigentlich sollte er von nun an einen neuen Weg einschlagen, tut er aber nicht. Trotz allem also ergeht er sich auf dem Palastdach
und verkündet sich als Herrn der ganzen Welt, als einen gottähnlichen König und hört in diesem Moment eine Stimme von oben: Jetzt wird deine Herrschaft von dir weggenommen. Das aber geschieht, nachdem er einen Traum gehabt hat, genau einen solchen Traum mit der Warnung: Der Baum wird umgehauen. Und der König wird wie ein Tier leben und sich von Gras ernähren, bevor er wieder ins Amt eingesetzt wird. Jetzt haben wir den Bericht des Königs. Nachdem er diese ganze Phase durchlebt hat, beschreibt er sie in einem Bericht, in einem Zeugnis, eigentlich ein Bekehrungsbericht, eigentlich der längste Bekehrungsbericht der ganzen Bibel, und lässt sie an alle Völker, die ihm untertan sind, versenden. Alle Völker sollen diesen König des Himmels mit seinem ewigen Reich ehren. Darin beschreibt er, wie der Wahnsinn über ihn kam, weil er dem Bußruf Daniels nicht gefolgt ist. Insbesondere eben die Götzen nicht anzubeten, sich selber nicht zu vergöttern und den Armen zum Recht zu verhelfen in seinem Reich. Wie es ihn plötzlich getroffen hat und wie dann der Gedanke in sein Herz kam: Es gibt einen ewigen Gott. Nach 7 Jahren irgendwo in den Hinterhöfen des babylonischen Hofes, wo er eben mit seinen Haaren herumkroch, die wie Adlerfedern hinunterhingen, also wie Rastas, und seinen Fingernägeln, die zu Klauen geworden waren. Da also hat ihn dieses göttliche Licht eingeholt und er stand auf, wurde sofort wieder ins Amt eingesetzt. Jetzt ist er der Zeuge für Gott im Nahen Osten. Er ist genau das, was die jüdischen Könige hätten sein sollen: Zedekia, den er getötet hat, Joachim, den er begnadigt hat. Er selber verkündet diesen Gott, und zwar in einem unglaublichen Ausmaß an alle seine Reiche. Und da fragt sich, hätte Gott nicht den Zedekia dem Wahnsinn verfallen lassen können und diesen dann eben erhöhen und diesen dann als Zeugen, als einen echten Sohn Davids, wieder an die Front stellen können? Nein, das tat er nicht. Denn, und da sind wir schon ein bisschen beim Geheimnis der Geschichte, denn die Ernte war reif. Die Früchte der Ungerechtigkeit, der Gesetzlosigkeit in Israel waren zur Ernte reif und konnten nicht weiter mehr entwickelt, aber nicht mehr verbessert werden. Der entscheidende Vers ist der Vers vom ewigen Reich. Er macht dieses Zeugnis von Nebukadnezar so wertvoll. Er merkte, ich bin umgeben von einem ewigen Reich. Das war wirksam in diesem Feuer, das war wirksam in den Offenbarungen, die Daniel mir gab. Und jetzt merke ich, dieser Gott setzt auch Könige ein, er setzt sie ab, er setzt auch Könige über Könige ein, zum Beispiel eben Kaiser, solche ganz großen Nummern. Aber das Wunder aller Wunder ist, dass er einen Niedrigen einsetzt. Der Niedrige über alle Könige. Damit meint er natürlich sein Schicksal, denn tiefer kann man nicht fallen, als so wie er gefallen ist. Aber er spricht auch vom Messias, der sich erniedrigte bis zum Tod am Kreuz. Dass der Niedrige regiert, ist Gottes Schachzug. Eigentlich ist es nicht regelkonform, denn die Starken gewinnen in dieser Welt. Vielleicht die Reichen, vielleicht die Mächtigen, vielleicht die mit dem größten Heer, vielleicht die mit der längsten Dynastie, die man nicht aushebeln kann. Und jetzt war einer von denen schon Schachmatt. Er war Schachmatt, das heißt, der König ist tot, Schachmatt. Es ist ein Begriff aus dieser Region von Nebukadnezar. Persisch, Schach heißt König, Schah von Persien. Matt heißt tot, ist ein hebräischer Begriff. Dieser König war wirklich tot, er war sozial tot, seine Ehre war tot, es war alles tot geworden um diesen König und Gott setzt ihn wieder ein. Aber er setzt natürlich auch seinen Sohn, den König der Juden, der schon Schachmatt war, der König ist tot, wieder ein als König über alle Könige, über alle Reiche, über alle Zeit, eben der König des ewigen Reiches. Zurück zur Frage, wenn Gott diese Allmacht hat, weshalb tut er nicht ein Gleiches mit dem Antichristen? Denn er kann ja die Bösewichte bezwingen, wenn er nur will. Er kann sie
quasi umpolen. Er kann wie bei Nebukadnezar ein Reset machen, einen Neustart. Gott kann den Antichristen doch auch hinüberziehen in sein Reich. Vielleicht könnte er ihm auch eine 7-jährige Wahnsinnsphase geben, denn 7 Jahre regiert dieser Mann ja. Und er hat ja eine besondere Gelegenheit, denn der Antichrist wird getroffen von einer tödlichen Wunde. Und alle Welt sagt, jetzt muss er sterben. Aber dann stirbt er nicht und alle Welt sagt, jetzt haben wir ein Zeichen vom Himmel, dass dieser wirklich unser König ist. Dabei könnte dieser aufstehen und sagen, ich habe Jesus Christus gesehen. Ich habe mein Leben nicht in meiner Hand. Das Leben ist mir noch einmal geschenkt worden. Jetzt will ich nicht mehr der Antichrist sein, sondern ich will nur noch ein Christ sein. Ich will mich taufen lassen auf den Namen Jesu Christi. Und so kann ich der Welt all das Übel ersparen, das ich für sie geplant habe. Aber nein, so geht es eben nicht, sondern wir haben diesen ersten Traum von Nebukadnezar, der etwas ganz anderes sagt, der das Geheimnis der Menschheitsgeschichte etwas lüftet. Denn wir haben durch viele Generationen, durch mehrere Reiche hindurch, ein Phänomen, das sich beschreiben lässt mit die Gesetzlosigkeit nimmt überhand. Schon eben Nebukadnezar und sein Reich, das goldene Reich, war edler als das der Perser und Meder. Dieses Reich hatte auch seine guten Seiten, war immer noch fair, es hat nämlich hat Juda zurückziehen lassen in sein Land. Diese waren edler als die Griechen, die die Demokratie erfunden haben und dem Volk viel Freiheit zugestanden. Diese waren wiederum edler als die Römer, die eine harte Tyrannei führten. Aber die waren immer noch ein Stück weit innerhalb von ihren römischen Gesetzen. Wenn aber dann das letzte Reich kommt, nach diesen eisernen Beinen des römischen Reiches, rechts und links, also Ostrom, Westrom, wenn dann dieses letzte Reich kommt, das Reich des Showdowns zwischen Christus und dem Antichristen, dann wird die Gesetzlosigkeit zum Gesetz erhoben. Das ist das Gefährliche, das ist das Endstadium, das ist das Stadium der Ernte. Die Frucht der Ungerechtigkeit ist ausgereift. Man kann nicht mehr zurück. Die Welt ist so weit fortgeschritten, dass sie diesen Mann anbetet, der sagt, was Recht war, ist Unrecht und was Unrecht ist, das ist eben gut für unser Leben, für unser Reich. Die Menschen werden leiden, die Menschen werden sich Leid zufügen, es wird keine Gerechtigkeit mehr geben, nicht mehr im Ansatz. Und die Menschen tätowieren sich diesen Namen ein. Sie wollen in diesem Reich leben. Weshalb, das kann man nicht nachvollziehen. Juda hat das schon einmal erlebt. Sie standen schon an diesem Point of No Return. Die Propheten hatten sich alle die Zähne ausgebissen. Juda musste ins Exil. Und die Menschheit, hier dargestellt im Bild des Nebukadnezar als eine Statue, von Kopf bis Fuß, von Scheitel bis Sohle wird sie kränker und kränker durch alle Zeiten, bis man sagen kann, jetzt ist nichts mehr Gesundes an ihnen. Jetzt ist nichts mehr Stabiles an ihnen. Ja, diese Statue kann sich nicht einmal mehr auf den Füßen halten. So zerbrechlich, so korrupt ist sie geworden. Wenn diese Menschheit, dargestellt in einem menschlichen Körper, den Punkt erreicht hat, dass die Gesetzlosigkeit ihr Gesetz geworden ist, dann gibt es keine Wachstumsmöglichkeiten mehr. Dann braucht es eben den kleinen Stein, der auf die Füße der Statue fällt. Alles fällt nicht nur in sich zusammen, sondern wird in alle Winde zerstreut. Und der Stein wird zu einem großen Berg, der die ganze Welt erfüllt. Dieses ewige Reich wird dann anbrechen können. Ich wünsche euch ein gesegnetes Wochenende.